Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Momentan ist es mitten in der Nacht draussen und wir haben ja mal angefangen, unsere Felder hier anzuziehen, also sagen wir jetzt einfach unsere Zaun haben wir mal angefangen zu ziehen. Und ich bin mir ein paar andere Sachen noch überlegen, wie ich sie gerne machen würde. Und zwar, das Haus hier oben, das hier, der Teil hier hinten, wie auch die Rückseite, wir aus Stein setzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es schöner wieder aussieht. Dann können wir da nämlich so zwei kleine Fenster rein machen. Und allgemein das Fenster sollte dann auch noch eigentlich nochmal eins höher gehen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal unser Gute-Nacht-Schläfchen, damit wir morgen wirklich wieder fit sind am Start. Ach, gute Nacht. So, dann haben wir schon wieder morgen. Dann würde ich jetzt sagen, jetzt müssen wir zuerst mal etwas zum Frühstück haben. Und zwar muss ich jetzt schon wieder unsere Herdöpfel brauchen, weil wir haben langsam nichts mehr zu essen. Darum wäre es eigentlich fast am wichtigsten, dass wir langsam vorwärts kommen mit unseren Weizenfarm. Aber ich habe mich jetzt einfach noch etwas gefragt. Ich habe nämlich auch noch mit jemandem, den ich kenne, besprochen, dass ich irgendwie die Felder nicht direkt vor der Tür machen soll. Irgendwie sehe das nicht so gut aus, wenn ich jetzt hier meine Felder ziehe. Ich soll doch lieber gegen hinten machen oder da auf die Seiten raus. Die Frage ist dann einfach, dann müsste ich da wirklich nochmal alles eben machen. Das heisst, wir müssen irgendwie eine richtig schöne Ebene finden, um das zu machen. Darum bin ich am Überlegen, ob es momentan von Vorteil wäre, wenn wir wirklich einfach mal vor der Tür machen würden und dass wir sie ja dann immer noch mit der Zeit dann umplatzieren könnten. Und ich glaube, das werden wir auch so machen. So, wir brauchen für das aber jetzt schon mal nochmal ein bisschen Holz. Das habe ich noch im Beton. Aber ich glaube, das könnte sogar noch ein bisschen zu wenig sein, weil wir bräuchten noch mehr Zäune, damit wir da noch zumachen können. Plus wenn wir dann noch Zäune-Tore machen, also die Tore, dass wir da durchlaufen können, weil es momentan wir können da nicht mal drüber kumpen. Dann bräuchten wir eigentlich noch so Tore. Und dann müssen wir sowieso nochmal im Gesamten nochmal abzählen, dass das dann auch von der Länge her stimmt. Aber ich glaube, ich ziehe dann sogar zuerst Gräben, bevor ich irgendetwas anderes machen will. Dass wir dann zuerst Gräben ziehen. Jetzt tue ich da aber zuerst mal noch zwei Bäumchen abbauen. Ich glaube und hoffe, dass das genau das gleiche Holz ist. Weil es sieht irgendwie ein bisschen dunkler aus, oder ich meine das einfach nur. Aber wir bauen jetzt einfach mal da noch schon ein bisschen Holz ab. Hä? Hä? Was, der Busch? Der Busch macht mir Schaden. Was ist denn das für ein komischer Busch? Der macht mir wirklich Schaden. Ist das so ein Stachelbusch? Ja moin. Habe ich auch noch nie gesehen in Minecraft. Einmal etwas komplett Neues. Davor haben wir noch ein Schweinchen. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich Schweine noch töte für unsere... Dass wir wenigstens noch etwas zu essen hätten. Dass wir vielleicht noch etwas zu essen hätten. Komm da hin, Schweinchen. Komm da hin. Da bist du. Zack. Und bleib stehen. Zack. Nice. Okay, dann haben wir gerade noch 2 Steaks bekommen, so wie es ausgesehen hat. Dann können wir dann gerade mal schauen, dass wir die nachher noch schnell im Ofen reinrühren, damit wir noch etwas zu essen haben. Jetzt muss ich sowieso darauf achten, dass ich nicht allzu sehr und so lange abfarmen. So, geht das so nicht? Komm. Komm, zack, komm. Jawohl. Nice, es hat funktioniert. Okay. Ich hatte schon gedacht, wir bleiben da dran stecken oder ich muss einmal einen Baumstumpf drum setzen, dass ich wirklich dort raufkomme. Aber wenn man so gumpelt, dann funktioniert das auch. Das ist schon mal noch gut zu wissen. Ich glaube, mit 26 sind wir schon mal gut dran. Ne? Aber ich nehme jetzt da mal noch einen Baum mehr mit. Dass wir dann wirklich auch genug haben. Weil lieber haben wir noch mal ein bisschen auf Vorrat, anstatt wir haben gar keinen mehr. Oder blöd gesagt sogar zu wenig. Weil Holz können wir ja immer wieder mal farmen gehen. Die Frage ist dann sowieso, wie das aussieht. Hinter dem Haus habe ich mir Bäume gepflanzt, aber es sieht schon mal aus, als würden sie ganz langsam wachsen, aber die sind noch recht klein, darum lassen wir die jetzt noch ein bisschen wachsen, bevor ich die abbauen. Jetzt haben wir ja gerade schon auf der anderen Seite bei den Villager ein paar Bäume fällen, das ist schon ziemlich gut. Jetzt können wir uns mal schnell anschauen, wie die da hinten aussehen, weil sie sind aber schon recht klein, also man sieht, die habe ich abgepflanzt. Sind schon recht klein, noch recht klein. Also ich glaube, die gehen noch ein bisschen in die Höhe und ich würde sagen, die lassen wir jetzt einmal noch ein bisschen machen. Die lassen wir noch ein bisschen machen. Ich kann nicht mehr rennen. Weil ich einfach nichts zu essen habe. Also jetzt müssen wir gerade mal schnell unsere Herdöpfel verdrücken. Für unser Mittagessen. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter an den Feldern. Dann müsste ich sowieso aber noch mal ein anderes Werkzeug haben. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Oh nein, die Herdöpfel habe ich ja schon in den Ofen rein da. Und zwar... nein, ich muss schon wegschauen beim Essen. Sonst drücke ich immer aus Versehen auf den Ofen drauf. So, und dann haben wir da noch 2 Steaks, die wir braten können. So, jetzt müssten wir einmal Zaun machen. Und Zaun, wenn ich mich noch recht erinnere, wäre das so oder so. Ah nein, jetzt muss ich unbedingt noch das Holz zuerst machen, ich nudle. Jetzt muss ich doch unbedingt noch zuerst das Holz machen, aber es sieht danach aus, als wäre das wirklich ein anderes Holz. Fichtenholzbretter, das ist ein komplett anderes Holz.
habe falsche Hölzer abgenommen. Nein! Das heisst, wir müssen sogar nochmal raus. Oh Mann, weil ich wollte alles in dieser Farbe rein haben. Ich wollte alles in dieser Farbe rein haben. Das heisst, wir müssen jetzt wirklich... Wenn wir jetzt gerade mal die Bäume, die wir hier hingepflanzt haben, dann können wir sie ja gerade wieder anpflanzen. Sie sind halt noch recht klein, bringen vielleicht nicht allzu sehr viel, aber... Es ist das Holz, was ich brauche. Und darum nehmen wir das jetzt mal schnell mit. So. Fällen wir da schnell mal alle. Der hat sich schon mal recht gemacht, der Baum da. Die anderen sind alle noch recht mickrig. Die anderen sind wirklich eigentlich noch alle noch recht mickrig. Aber ich habe gerade gesehen, also aus einem riesigen Stack haben wir schon recht viel Holz über. Das sollte eigentlich schon mal lange für unseren Zaun, den wir dann ziehen müssen. Und dann tun wir zuerst nachher mal Gräben ziehen, nachher den Zaun drum verlegen, damit das nämlich auch ein bisschen symmetrisch aussieht, oder? Es muss ja ein bisschen symmetrisch aussehen. So, den haben wir auch. Bauen wir den noch schnell ab. So. Also 20 Blöcke haben wir schon mal. Also das ist wirklich eine gute Idee, dass wir gerade hinter dem Haus so ein paar Bäumchen angepflanzt haben. Also danke mal viel mal für die Idee, dass ich das so machen soll. Danke viel mal. Und jetzt müssen wir schon mal warten, dass da wieder auch Setzlinge spawnen. Weil sonst bringt mir das Ganze nämlich auch nichts mehr, weil dann habe ich ja da alle Bäume abgepflanzt, abgebaut, aber wenn er wieder neu abbaut. Jetzt ist einfach wichtig, dass ich noch ein paar Setzlinge finde. Jawohl, die tun wir gerade mal schnell da, wo ist es? Nein, umgekehrt, eben genau da rein. So. Weil dann kann ich da jetzt alle Setzlinge aufsammeln und direkt wieder neu setzen. Und da haben wir sogar wieder einen Äpfel. Nice. Sogar wieder einen Äpfel. So. Jetzt kommen da noch mehr Setzlinge. Vorne könnte noch einer kommen, weil der ist schon am Abbauen. Oh Mann! Nein, ich bin im Loch. Was ist das überhaupt für ein Loch? Und ein Setzling ist da unten. Ja, moin, komm, gehen wir schnell runter. So. Jetzt brauche ich aber schnell Erde in dem Fall noch. Ah, ich muss da immer alles wechseln. Ich bin nie vorbereitet auf irgendetwas. Mann! Komm, rauf, zack und zack. Jetzt haben wir wenigstens gerade nochmal einen Setzling einsammeln. Und jetzt können wir da nochmal einen pflanzen. Da nochmal einen pflanzen. Jetzt nochmal schauen, ob es da nochmal irgendwo einen... Ja, da. Okay, zack, zack. So, gerade wieder nachpflanzen, dass wir richtig produktiv sind. Da haben wir noch ein paar Hölzchen, die können wir nämlich auch gerade gut brauchen. Und dann würde ich sagen, haben wir soweit alles eingesammelt und etwa genauso viel wieder gepflanzt. Ja, da nochmal einen. Okay. Da haben wir nochmal das Hölzchen, das nehmen wir mit. Das nehmen wir sicher mit. So, jetzt gehen wir wieder rein. Dann müssen wir mal sicher mal schauen, dass wir dann nachher noch mal etwas essen tun, dass wir wieder volles Leben haben. Und jetzt ist die Frage, was ich zuerst mache. Also ich würde jetzt sagen, wir müssen uns zuerst mal ums Essen kümmern und nachher müssen wir das Haus fertig machen. Weil, dass wir uns wirklich selber ernähren können. Für das Eisen habe ich, Stäbchen habe ich, weil wir bräuchten sicher mal dann noch das Werkzeug da. Aber in Eisen. So, Schaufeln haben wir noch genug und dann würde ich sagen, dann versuchen wir jetzt zuerst mal unsere Gräben zu ziehen. Jetzt ist halt die Frage, ob ich direkt von da hinten anfange. Dass wir jetzt sagen, hey, da kommt eine Wasserzufuhr an. So gegen vorne. Und da hinten kommt dann schon mal die erste Spur an Essen. Das ist eine gute Frage, weil so gefällt mir das jetzt momentan. Also, ich denke, für den Anfang ist es schon mal gut. Aber abbauen können wir es immer wieder. Das Wichtige ist jetzt einfach, dass wir sicher mal Essen haben. Oder dass ich jetzt wirklich sage, da außen kommt eine Wasserspur an. Ich muss mal zählen. Also warte, ich zähle aber ab da. Weil ich würde sagen, da lassen wir noch alles frei, dass wir da rauskommen und da noch alles frei ist. Und dass wir dann da vor uns eigentlich... Ich mache da jetzt mal einen Weg. Genau, komm. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen. Ich mache da immer so einen Zweierweg an. Dort ziehen wir auch bis zum Wasser führen. So. Zack, zack. Zack, zack. Also, dass wir wirklich so bis zum Wasser führen mal einen Weg haben. Dann würden wir ja wollen, da richtig zu den Villager einen Weg haben und in die Richtung. Dann würde ich jetzt ab da zählen, dass wir ab da die Felder würden ziehen. Das heisst, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 und das wäre 15. Wir würden aber noch, das heisst, wir würden auf 16 gehen. Würden wir mal bis 16 machen? Nein, das wollte ich nicht wollen. Mann. Also komm, jetzt haben wir es da markiert. Da haben wir markiert bis da. Lassen wir es mal markiert. Das heisst, 16 durch 2, das heisst, immer bis 7. Sehe ich das jetzt richtig?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe 16 Felder, 2 davon kommen weg, sind 14. Das heisst, da würde er weg, oder wie es... Nein, jetzt habe ich völlig falsch gerechnet wieder. Ich nudle. Ich absolute Nudle. Ich muss jetzt wirklich ein bisschen das Hirn einstellen. Aber da haben wir gezählt. Das heisst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann würden 2 wegkommen und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so würde es stimmen. So würde das stimmen eigentlich. Kommt nämlich hier ein Weg raus, dass wir in die Richtung können. Da kommt dann ein normaler Zaun an. Also so, dass wir können, durchlaufen können. Ein Gartenzaun. Also ein Gartentor würden da ankommen. Und da drin würden wir jetzt eigentlich unsere Felder ziehen. Okay. Jetzt muss ich mir das genau überlegen. Weil weiterführen wäre ja eigentlich blöd, oder? Machen wir da eigentlich so zu. Bei dieser Stelle machen wir eigentlich so zu mit dem Zaun bis da drüber. Das heisst, da können wir noch abbauen. So. So, okay. Dass das etwa alles gleichmäßig würde werden. Jetzt kommt es aber darauf an, jetzt muss ich noch schnell schauen, wegen der Breite, ob das überhaupt aufgeht. Weil wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, es würde gehen. Die Frage ist jetzt einfach immer, ich bin mir unsicher, wie viel, also wie viel Breiten ich an Weizen formen kann und dann aber eine Wasserspur brauche. Das ist jetzt noch so die kleine Frage, die ich mir stellen muss. Aber ich glaube, wir gehen jetzt zuerst mal schlafen. Jetzt ist auch schon wieder Abend. Let's go. Gute Nacht. So, guten Morgen. Dann würde ich sagen, machen wir direkt einmal noch weiter. Und zwar an unseren Feldern. So. Jetzt muss ich mir das aber genau überlegen. Also bis dahin wollte ich eigentlich nichts machen, habe ich gesagt. Wir haben 6 Felder. Jetzt ist einfach die Frage. Wenn ich jetzt hier Weizen ziehe, Weizen, einmal Wasser, dann zweimal Weizen, dann würde ja wieder Wasser kommen. Das würde nicht so gut aufgehen. Wenn ich jetzt aber Weizen, Wasser, Weizen, Wasser, Weizen, Wasser würde machen, würde es gehen. Warte jetzt mal, Weizen, Wasser, Weizen, Wasser, Weizen, Wasser. Wir müssten fast schon nochmal eins breiter machen, damit das dann gut geht. Dass wir den ganzen Zaun nochmal eins gegen weiter rausnehmen. Dann würde ich nämlich da jetzt Weizen machen. Für das bräuchte ich jetzt aber das Instrument hier. Genau so. Da würde ich jetzt eigentlich Weizen machen. Wenn ich das wüsste, wie viel Abstand ich muss lassen, wenn ich jetzt auch könnte so... Hä? Wieso bleibt das nicht? Okay. Wenn ich wüsste, wie viel Abstand ich könnte lassen zum Weizen machen, oder? Wenn ich jetzt da könnte 2 Spuren Weizen machen, das könnte ich natürlich auch machen, dass ich da noch so einen kleinen Weg in der Mitte lade. Dass ich jetzt, warte jetzt mal schnell, das wäre jetzt einmal Weizen, zweimal Weizen, Wasser. Nein, das geht auch nicht. Wieso wird das immer zur Erde die ganze Zeit? Ich bin doch am Basteln. Oder ob ich wirklich immer einen Abstand muss lassen, da bin ich mir jetzt ziemlich unsicher. Ich probiere es mal so. Dann würde ich jetzt aber sagen, dass wir da wie so einen Weg zwischen ihnen würden lassen. Nein, dann könnte man jetzt da wieder Weizen. Aber dann ist das da unnötig. Oh Mann! Es kommt alles so nicht, wie ich es will. So, warte. So, das kann wieder Erde werden. So. Dann haben wir zweimal Weizen, die ich machen würde. Dass wir mal einen Überblick haben. Dann würde ich da auch wieder Weizen zweimal machen. Und dann ist die Frage, eigentlich könnte man das ja auch so lassen, dass ich da noch einen Weg zwischendurch habe, um da hinten zu gehen. Oder ob ich dann dazu nochmal eins übersetze und wir machen einfach immer so 2 breit. Das wäre natürlich auch eine Lösung. Wir probieren es mal aus, wir können es ja immer noch wieder umbasteln. Aber jetzt brauche ich sicher einfach einmal einen Kübel. Genau, einen Kübel. Zack, aber wir nehmen gerade 2 Kübel noch. So, weil jetzt gehen wir mal Wasser holen. Wir probieren das jetzt mal aus, weil das wird sowieso die ganze Zeit wieder zur Erde.
Dann pflanzen wir dort zuerst mal unsere allerersten an. Sola, Wasser, Wasser und Wasser. Okay. Dann probieren wir jetzt, dass der Graben da mal schnell mit Wasser ausfüllen. Ich glaube, wir brauchen dann sowieso noch mal ein bisschen mehr. So, ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ich glaube, mit 3 Kübeln sind wir gut bedient. Sola. Solar. Da sieht das auch einigermaßen eben aus. Und jetzt müssen wir hier nochmal schnell die Felder nochmal schnell machen. Und jetzt sehe ich, glaube doch, es geht wirklich bis da über. Also es befürchtet wirklich bis da über. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Das heisst, wir könnten jetzt... Warte, ich tue jetzt mal da bei der Schaufel. Da eigentlich unser erstes Weizen anpflanzen. So. Das funktioniert doch schon mal ziemlich gut. Ich frage mich jetzt einfach, warum nur ein paar Felder eigentlich so dunkel werden und ein paar noch hell bleiben. Braucht es einen Moment, bis das wirklich das Zeug bewässert? Das ist eine gute Frage. Ich brauche die Schaufel trotzdem nochmal. Und das Coole ist, das Weizen hat jetzt wirklich gerade gelangt, für ein Stück zu machen. Erde, zack. Hat jetzt gerade gelangt, um ein Feld auffüllen. Das heisst, wir haben jetzt wirklich unser komplettes Weizen gebraucht, um diese Felder zu machen. Jetzt lassen wir die mal wachsen und dann können wir dann wirklich die... Da könnten wir entweder noch etwas anderes machen als da. Ja, das müssen wir noch anschauen. Aber ich würde sagen, wir müssen den Zaun noch mal versetzen. Für das brauche ich meine Axt. Und zwar machen wir alles eins weniger breit. So, dann bauen wir da nochmal schnell alles ab. Weg mit dem Zaun da. So. Ist halt blöd, jetzt hätten wir hätten lieber von Anfang an eigentlich Gräben ziehen und dann erst Zäune machen. Weil dann hätten wir von Anfang an eigentlich ein Bild gehabt. So, aber jetzt mache ich da noch schnell etwas anderes. Und zwar... tue ich den Zaun gerade da legen, dann wissen wir nämlich, wie weit wir müssten das ziehen. So. So, weil da kommt ja dann der Zaun an, dass wir durchlaufen können. Genau, voilà. So. Dann würde es etwa so sein, dass dann am Schluss am Ende aussehen. Und ich denke, das kommt gut. So, dann müssen wir das gleiche nochmal mit dem anderen Zaun schon machen. Dann haben wir schon alles abbauen. Oh nein! Ich muss einfach eins über. Und die Höhe sehe ich auf der anderen Seite. Das kommt schon gut. Und unser Weizen, jetzt werden wirklich alle Flächen so dunkler. Das heisst, wir sind jetzt alle bewässert. Das braucht in dem Fall wirklich einfach den ersten Moment, bis das so weit ist. So. Mit dir. Zack, zack. So, jetzt eigentlich... Nein, falsch. Das habe ich doch nicht wollen. Da noch eine. So, da können wir Abstand lagern. Und warte, kann ich jetzt gerade mal schon... Das Feld ist schon jetzt 7... Das habe ich schon richtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt würde es da nochmal 7 werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also wir müssten noch bis da raus. 7. Aber das würde jetzt das Feld werden. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heisst nochmal 1 weiter raus. Sehe ich das richtig? Jawohl, okay. Dann kann man da wieder frei lassen. Und jetzt haben wir wieder keinen Zaun. Gut, dann können wir jetzt mal die restlichen Zäune machen. Bis dann sollte unser Weizen mal einigermaßen wachsen. Dann können wir unser allererstes eigenes Brot herstellen. Weil da sehen wir, da haben jetzt noch Kürbissamen, die wir dann noch pflanzen können. Herdöpfel weiss ich halt nicht, ob wir die pflanzen können. Wenn ich da ganz ehrlich bin, weiss ich nicht, ob wir die pflanzen können. In die andere Richtung schauen. So, dann essen wir ganz kurz. Und dann müssen wir jetzt ganz kurz schauen, wie man ein Zaun-Dings macht. Also zuerst mal muss ich Holz haben. Dann nehmen wir uns jetzt mal einen 64er Block. Komm, machen wir gerade alles mal. Im Notfall können wir ja immer noch hinter dem Haus einsammeln. Ist das da drinnen? Ist das da drinnen? Ist das da drinnen?
Es zeigt mir, glaube ich, gar nicht an, wie ich Tor mache. Tor will es mir irgendwie nicht anzeigen. Zack. Und dann kann man da schön auffüllen. Wo habe ich die Hölzli? Wir haben einfach zu wenig Hölzli noch. Wir haben einfach ein bisschen zu wenig Hölzli noch. Aber jetzt, wie mache ich Tor? Tor sind da nicht drin. Weil das sind jetzt einfach nur Eichholzhack. Doch, das ist Tor. Ah, ich habe das Tor gemacht, gar kein Zaun. Ah, was? Ja, moin. Das habe ich jetzt alles wieder aufgenommen. Nein, genau, jetzt muss ich nochmal Stäbli machen. So. Und jetzt, wie geht der Zaun? Wie ist der Zaun gegangen? Da, das ist der Haken. Das sind Tore. Das heisst, wir haben sogar schon Tor gemacht. Ja, moin. Ja, moin. Böck. Zack. Zack. Und dann da noch Stäbli rein. Allzu viel müssen wir da nicht mehr machen. Ich glaube, so 18 sollten eigentlich mal lange. So, dann gehen wir gerade mal schnell schauen. Also jetzt habe ich da sogar aus Versehen ein Tor gemacht. Das ist noch ziemlich gut. Dann würde da ein Tor ankommen. Da ein Tor und dann fehlt mir sogar noch eins. Aber das ist ja schnell gemacht. Das ist ja schnell gemacht. So. Dann da die restlichen Zäune ziehen. Zack. Okay. Also, es fehlt jetzt noch ein Tor. Unser Weizen ist schon mal gut dran. Da wäre jetzt eigentlich unser Ausweg, wie wir da rauskommen. Ich habe jetzt auch zwei breit gemacht. Ich habe gedacht, das sieht einigermaßen besser aus. Genau. Ich weiss auch nicht, ob man die auch automatisieren kann mit Druckplatten. Das wäre noch ziemlich cool. Und dann kommen wir eigentlich da über zum Villagerdorf und da werden wir dann noch eine schöne Brücke gegenüber bauen. Und so kommen wir jetzt. Also ich finde, es sieht nicht mal so schlecht aus, ehrlich gesagt. Ich denke, das kommt noch gut. Ich denke, das kommt wirklich noch gut. So. Oh, okay. Ausnahmsweise das Wasser, obwohl wir am Weg haben. Wieso nicht? Ich mache jetzt aber noch ganz kurz schnell ein Gartentor, damit wir das nämlich erledigt haben. Dann haben wir mal den Hof komplett abgeschimmelt, also fertig gemacht. Wo ist jetzt das Tor wieder gewesen? Jetzt bin ich wieder völlig verwirrt. Wo ist das Tor wieder gewesen? Das sind normale Eichenholzhaken. Ist das da an einem anderen Ort gewesen? Darum bin ich vielleicht verwirrt. Nein. Hä? Ah, das ist da unten gewesen. Okay, das ist bei denen gewesen. Genau, eins brauchen wir noch. Genau, nur noch eins einziges brauchen wir noch. So. Dann machen wir da mal zu. Genau, die Erde kann sich dann nochmal... Kann ich das nicht so machen? Nein, das muss dann einfach wieder weggehen, da, aber gut. Das würde dann nicht zu den Feldern gehören, das ist eigentlich okay. Was wir jetzt sicher noch machen, ist ein bisschen ausleuchten. Und zwar können wir die da nämlich da drauf stellen, dass wir da sicher mal in jedem Ecke so ein bisschen einen anstellen. So irgendwie. Damit wir da wirklich ein bisschen beleuchtet haben. Jetzt sollten wir eigentlich auch nicht mehr gestört werden von irgendwelchen Lama-Typen, wo wir irgendetwas wieder andrehen. Das sind jetzt 2 Tore, oder? Nein, habe ich jetzt falsch angesetzt. Jetzt habe ich gerade gedacht, hey, irgendetwas stimmt doch da nicht. Irgendetwas stimmt doch da nicht. Und zwar... diese hier. So. Hä? Nein, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Hey. Wieder völlig verwirrt. Das kommt da an. Wo ist der Zaun? Der Zaun ist noch in meinem Ding. Das kommt da an. Die Fackeln nehmen wir da runter. Und dann können wir da nämlich immer schön zeigen, wo eigentlich die Türen sind mit diesen Fackeln. Zack. Und zack. So. Dann sieht das doch schon mal gut aus. Jetzt können wir da dann da drauf eins tun und da noch eins drauf tun. So, und mit dem kleinen Abstand da hinten können wir nämlich überlegen, was wir damit machen wollen. Da könnten wir jetzt zum Beispiel einfach Blümchen am Haus ziehen oder irgendetwas. Aber hätten wir jetzt den Zaun genau am Haus zugezogen, ich glaube, das hätte noch, hätte nicht viel besser ausgesehen. Aber ich denke, das kommt gut so. Ich denke, das kommt wirklich gut so. So, das können wir da, ja, da irgendwie am Ecke noch schnell irgendwie so machen. So, wir haben unsere erste Weizenfarbe. Nice! Da können wir dann wirklich selber Essen abpflanzen und mitnehmen. Das ist noch ziemlich cool. Und da können wir dann eben überlegen, was wir noch anders machen wollen. Und wir sagen, hey, wir wollen jetzt hier nochmal Weizen machen, da oben zum Beispiel Kürbis. Aber es gibt ja noch viel mehr Sachen. Ich glaube, Rüebli gibt es auch noch.
Es ist gerade die Frage, habe ich ein Rüebli, wo man könnte pflanzen? Ich glaube, ich habe sogar mal so ein Rüebli noch mal gefunden. Die Frage ist, ob ich das auch nicht da habe. Oder habe ich das gegessen aus Versehen? Ich glaube, das habe ich sogar aus Versehen gegessen, wenn ich ehrlich bin. Mann, schade. Dann hätten wir sonst ein Rüebli. Nein, das Holz verstauen wir jetzt einfach einmal gerade da, weil wir brauchen das gerade momentan nicht mehr. Jetzt muss ich aber noch schnell schauen, wie viele Steine haben wir noch. Wir hätten noch 64 Bruchsteine. Ich bin gerade ziemlich unsicher, ob das noch fürs Dachseite lange, um das auszufüllen, oder ob wir sogar den Namen holen gehen. Was das ist? Süßbeeren. Süßbeeren. Was kann ich mit diesen Süßbeeren machen? Kann ich die für irgendwelche Rezepte brauchen, oder sind die einfach... Nein, ich glaube, mit denen kann man nichts machen, außer sie einfach pflanzen oder essen kann man sie, glaube ich, nicht. Müsste ich mal schnell ausprobieren. Nein, essen kann man sie auch nicht. Okay, dann sind die eigentlich fast so nichts gebrauchen. Da haben wir noch 6 Blümchen. Die könnte man jetzt eben zum Beispiel neben dem Haus pflanzen. Wir könnten dann mal schon probieren, wie das aussieht. Wir könnten eigentlich immer gerade noch schnell probieren. Oder wir machen hier vorne ein kleines Blumenbeet. Irgendwie so. Das sieht hier komisch aus, weil es nicht in der Mitte ist. Dass man zum Beispiel sagen, hey, wir hier Blümchen pflanzen. Da ist unsere Weizendings. Nein! Jetzt habe ich aus Versehen Weizen abgebaut. Mann. Moin, 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 moin. Oder dass man jetzt eben sagt, wir benutzen den Strich hier hinten zum Beispiel. Zum sagen, dass wir da einfach ein paar Blümchen pflanzen. Aber ich weiss nicht, ob das gut aussieht. Wir lassen sie jetzt dort stehen. Wir lassen sie jetzt einfach mal dort stehen. Jetzt sind wir da irgendwie aus Versehen 2 Weizen abgegangen. Und da hinten ist es auch schon gemütlich am Wachsen. Ziemlich nice. Okay. Und ich persönlich würde an dieser Stelle sagen, ich verabschiede mich schon wieder. Danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht. Ich hoffe, euch gefällt das Auto, so wie das jetzt da langsam ein bisschen kommt. Wenn nicht, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne würdet anders tun oder was ich gerne anders machen soll. Und sonst würde ich an dieser Stelle sagen, danke vielmals fürs Einschalten. Bis in die nächste Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit dem Schweizer. Danke vielmals und ciao.